Herzlich willkommen zu einem neuen Format auf Kultur. Ich freue mich sehr. Es heißt Lieder und Geschichten. Und unsere erste Gäste in diesem Format ist die Gruppe The Family Company. Und sie sagen es nicht nur, sie sind auch eine Family. Das haben wir auf der einen Seite der Martin, Bandleader, Songschreiber und auch so ein bisschen der Familienhäuptling. Könnte man so sagen, oder ist das ein bisschen... Der Häuptling ist Ja, auf dem Papier, kann es noch nicht auf geben, dem aber Papier. sonst, Okay. nein, gleichberechtigte Gruppe, Genau. fast. Ja, und dann haben wir Tanja, die mit den Hosen an, oder? Das ist die andere Häuptling vom Stamm. Ja. So. Und die Laura und der Gastmusiker ist der Christian. Ja, ja, gerade mal anfangen als Einstiegsfrage. Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Also hat es Family Company schon gegeben, bevor es die Laura gegeben hat? Das, Das ist eigentlich eine super Frage, weil wo es Laura gegeben hat, also dort, wo die Laura noch am Wachsen war, sind wir drei auf der Bühne mit einer Rockband. Sind wir 7 Personen gewesen. Behind the Street haben wir geheißen, oder? Sind wir da alle Open Airs abgerockt, gell? Und Laura ist gewachsen und ich bin rumgegumpelt. Und darum ist sie jetzt auch immer noch musikalisch geblieben. Und jetzt haben wir erst nachher wieder in einem neuen Format angefangen, Musik machen miteinander. Ja. Also hat es doch eine relativ lange Pause gegeben auch dazwischen. Ja. Ist das normal so ein bisschen? Ja, man kriegt Kind, Musik ist dann nicht mehr so das Wichtigste. Und dann entwickelt sich es erst mit der Zeit wieder so ein bisschen. ich glaube, mit der Band war es so damals, dass fast alle gleichzeitig schwanger gekommen sind oder Kinder bekommen. Also die Kinder haben die Band aufgelöst. Und ja, das hat natürlich eine Zeit gegeben, wo man sich auf anderes konzentriert, wenn man so in das Familienleben hineinkommt. Und das hat wirklich etliche Jahre ist das im Hintergrund gewesen. Und irgendwann ist es wieder aufgebaut und hat sich dann so entwickelt wie jetzt. Also hat Laura eigentlich für eine Reunion gesorgt, so ein bisschen. Also ich muss natürlich sagen, Also. Es gibt Kindervideos von mir, die es mich zwingen zum Singen. Also Okay. ich bin nicht ganz Bist du so freiwillig da. so ein Kinderstar wie der Aaron Carter? Ja, ich habe oder dann so ein bisschen angefangen, geschupft, oder? Und denke, ja gut, wenn ich schon muss, dann mache ich halt. Und dann sind dann so die Popstars aufgekommen, so Miley Cyrus und so. Und ich dachte, wow, die will ich auch sein. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich sie angefangen zu nerven, weil ich halt immer gesungen habe. Ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, machen wir etwas daraus. Wie ist das so mit der Familie Musik machen? Ist das so ein bisschen der Kelly Family Vibe? Ist da immer gut miteinander oder kracht es da auch einmal und das Erfinden so, ja, nein, jetzt hast du das Konzert allein spielen, wenn du so dumm tust? Ja, so. Ja, so ein bisschen es beides. gibt schon, dass man mal denkt, boah, nein, also jetzt vertragen wir einander gar nicht. Und ich glaube auch, eben, ich bin jetzt 24 und auch, ja, ich wohne jetzt daheim und wir sind viel zusammen. Wir haben es auch gern, aber es gibt einen sicher Moment, wo du denkst, nein, jetzt braucht es schnell eine Abkühlung. Aber Wo dann irgendwer mal ein Soloalbum macht, also eben du. Wahrscheinlich ja, das ich hoffe es nicht. Tana Montana ableist ja, und das Soloalbum hast. So So jetzt. Ja, ihr habt neben ein paar eigenen Songs spielen ihr auch viele Covers. Was muss das Lied haben, dass es bei euch ins Programm kommt? Für uns ist wichtig, dass alle den Plauschen an dem Song. Und dass man vielleicht auch nicht die Klassiker nimmt, die alle kennt, dass man sich dort auch ein bisschen abgrenzen kann. Aber wir sind viele Musik hören auch und dann irgendwo kommt Laura und sagt, der wäre cool zum Spielen. Und dann probieren wir, dann kommt der rein. Und so tun wir eigentlich recht free float die Songs aussuchen. Und am Schluss müssen sie einfach Spass machen und finden, mal die passen zu uns. Das Cover machen wir so, das ist cool. So adoptiert wird quasi in eures Repertoire. Wie du adoptiert worden bist jetzt von ihnen als Familie. So. Du bist ja noch nicht so lange dabei, oder? Aber als ihr hier angefangen zu proben habt, hat das gerade wieder funktioniert wie früher? Ja. Also ist das irgendwie nicht so... Überhaupt
Abgewöhnungszeit braucht. Ich glaube. Es ist sowieso, für mich ist eigentlich eine komfortable Lage, die ich habe. Ich bin eine Ergänzung zu einer Band, die sehr gesangsdominiert ist. Also wenn die Gesänge stimmen, und die stimmen ja, wenn immer wieder hören, in Stuhl immer wieder, auch bei der Probe, wie genau die Gesänge sind. Die Begleitung von Martin ist auch schon da, und dann ist es für mich eine Ergänzung, und was immer dass ich mache oder nicht mache, wenn es reinpasst, ist es gut, und wenn mal nichts ist und noch Luft ist, ja, Luft in der Musik ist auch gut, das ist echt sehr komfortabel. Mhm. Ja, es ist so recht basisch bei euch eigentlich. Also habt ihr das bewusst immer schon so gehalten, dass die 3 Gesänge eigentlich das tragende Element sind? Also ich denke, ja, wir haben mit etwas vorwärts kommen. Das heisst, wir sind irgendwann einmal hier bei uns im Raum gewesen und haben irgendetwas gespielt, und dann haben wir zuerst gesagt, okay, wir haben im Moment nicht mehr als Zeit. Sie war Studentin und war viel daheim in dieser Zeit, wo wir alle wissen, was es geht. Und wir sind dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht Musik? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir mehr Musik, oder? Wir haben ja Zeit. Und dann ist die Basis entstanden. Also das heisst, wir haben eine Gitarre, wir haben 3 Stimmen, und wir haben wirklich Zeit gehabt, um die 3 Stimmen zuerst einmal aufeinander einzustimmen und uns angewöhnen, weil wir sind alle sonst solo unterwegs gewesen. Und das ist eben das Coole am Ganzen. Dann ist das einmal die Basis, wirklich das Fundament ist gelegt worden, mit all diesen Familiengeschichten, die dann dazugehören, die dann nicht immer so einfach sind, aber wir sind immer noch da und wir singen immer noch gerne, und wir können sagen, das können wir ja, den Song können wir, dann machen wir etwas Neues, und jetzt haben wir noch einen neuen Mann. Das heisst, wir sind ein bisschen ausgeglichener, das heisst, wir 2 sind nicht immer so zickig für ihn, und er kann es jetzt auch nicht geniessen. Also es ist einfach, ja, es hat sich so ergeben, und es ist wirklich eine coole Basis, ein cooles Fundament. Da kann alles daraus entstehen, aber das heisst nicht, dass jetzt Laura nicht dürfte mal ein halbes Jahr fort oder mal so. Wir haben einfach das Ganze in die Familiengeschichte hineingefädelt, und so werden wir es auch weiterziehen. Das finde ich aber noch zu gut, dass, also bei einer Band, eben so mit der Zeit, man lebt sich vielleicht ein bisschen auseinander, man ist dann irgendwie total an einem anderen Ort in seinem Leben, aber die Familie, die bleibt ja immer, oder? Und da kann man jetzt auch irgendwie 5 Jahre weg, und man ist ja immer noch Familie, oder so. Und das ist noch cool. Jetzt haben ihr nächstes Jahr, hast du mal etwas angetönt, dass ihr etwas Spezielleres vorhabt. Also einen guten Song schreiben oder so irgendwas, hast du mal gesagt, glaube ich. Nein, das wäre jetzt der Erste, oder? Ja, so. das ist immer, wenn du gute Songs hörst, einmal im Leben willst du so einen Song schreiben, das ist natürlich nie. Die Chance ist wahrscheinlich recht klein, aber es geht auch nicht darum, es geht darum, um das, was als Emotion da ist, auf Papier und den Gesang zu bringen und so weiter. Also ich habe immer ein bisschen... nicht der Vorwurf, aber immer sagen, du hast immer deine Ideen. Oder? Also ich versuche schon der zu sein, der auch treibt. Und es gibt so Gedankengänge, wo man sagt, Dani ist Holländerin, also gehen wir sicher nächstes Jahr mal eine Woche vor Holland spielen. Wir haben einen Schwager draussen, der die Szene auch gut kennt. Dass wir in der Schweiz mal auch vor allem da ein bisschen aus der Region rauskommen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Und so als alle, die schon in Amerika waren, so die Idee entwickelt, eigentlich könnte man im nächsten Frühling auf Virginia, dort haben wir, Tanja hat einen Kollegen, der Musik macht, und dass man dort spielen könnte. Aber es geht dort darum, einfach auch wieder miteinander etwas zu machen, sich schon weiterzuentwickeln mit der Musik, die man macht. Aber am Schluss geht es immer um Freude und Spass und etwas machen und etwas machen, was man noch nicht gemacht hat. Für uns oder für mich zu sagen, Mitte 50, hey, komm, das machen wir, das gehen wir und so weiter. Oder? Und so das weiterentwickeln. Mhm. Eine CD aufnehmen oder so war für euch bis jetzt noch nie ein Thema gewesen, oder sind ihr dort schon dran? Gibt es das noch? Gibt's das noch? Ja. Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, wie das Wording ist eigentlich so. Weißt, so früher hat man gesagt, ja, machen wir eine CD. Und ja, wenn man heute über die Jungs fragt, so, was ist das genau überhaupt? Also, ja, man muss quasi fragen, also, haben ihr im Sinn, mal irgendwie etwas aufzunehmen und vielleicht eine EP oder etwas in die Cloud zu werfen, sagen wir es so. Also die Idee ist natürlich schon da, aber ich finde immer, man muss 2 Sachen muss man machen. Man muss genug Material zusammen haben,
und sich wohlfühlen mit dem Material. Man muss es einfach gut miteinander entwickeln. Oder? Und das ist jetzt etwas, wenn du Berufsmusiker bist, kannst du sagen, in 3 Monaten muss das stehen. Aber das sind wir nicht, das können wir nicht, sondern dann zu merken, jetzt haben wir ein paar coole Songs zusammen, jetzt kann man die auch in einer Studie aufnehmen und dann in welcher Form auch immer veröffentlichen. Das ja. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir auch gerne eine Liveband sind und so die Emotionen als Familie auf die Bühne bringen und die auch zurückbekommen. Also das Live-Spielen ist halt schon das, was das Feuer macht, aber you never know. Also im Prinzip ist das ein perfektes Format für euch, quasi, was ich hier entwickelt habe. Also, dass man noch mal so etwas sieht, ja, wenn man es Absolut cool. erlebt. Ja. Und vor allem, dass es in der Region, dass es das gibt in der Region, weil es hat einen Haufen Musiker in der Region und das finde ich ganz cool, dass sie das machen. Ja, nein, das ist doch super. Super. Ja, gehen Sie mal schauen, in dem Fall. Ja, die spielen ja, praktisch überall, wo man ruft, oder? Kann man so sagen. Fast überall. Ja, fast überall, wo man ruft. Ja, so. Also Joss ist gross. Ja, die Region ist schon relativ Country begeistert. Joss ist gross, dass ihr da mal irgendwie auf eine Bühne aufstolpert und fast nicht mehr Trab geht, oder? Ja. So ist Genau, es. super. Und ja, wir haben geredet vom neuen Format. Es gibt 3 Songs von ihnen, die sie live hier vorgestellt haben, plus noch die Hintergrundgeschichten dazu. Schauen wir mal rein. Ist auch auf YouTube drauf. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war es für die erste Ausgabe von Lieder und Geschichten mit der Family Company. Ja, Danke vielmals. Danke danke vielmals und bis zum nächsten Mal.